sind wir ja auch schon bei der Sprache. Ja. Wir wollen über die kurdische Kultur reden. Sprache ist da für Sie ganz entscheidend und wichtig. Warum? Sprache ist nicht nur für mich entscheidend, Sprache war für Atatürk entscheidend. Atatürk hat bei der Gründung der Türkei gesagt, ein Land, eine Fahne, ein Volk, eine Sprache. Aber er hat das gesagt zu einer Zeit, als in diesem Land viele Völker gelebt haben mit vielen Sprachen. Beispielsweise die Kurden. Es sind nicht die einzigen, aber die größte Gruppe. Sie haben Kurdisch gesprochen. Und von einem Tag auf den anderen war das Verwenden dieser Sprache nicht nur verboten, sondern in den türkischen Lexika wurde geleugnet, dass es diese Sprache überhaupt gab. Das war eine so absurde Situation. Kurdisch sprechende Kinder sind in der Schule, bekommen türkisch sprechende Lehrer, die verstehen sich nicht, lernen, dass es die kurdische Sprache nicht gibt, gehen nach Hause und sprechen Kurdisch. Der gesamte Osten der Türkei, ungefähr, ich glaube, 20 Millionen Menschen, sprechen in der Türkei eine der 4 existierenden kurdischen Sprachen. Und diese Sprache war sanktioniert. Sie war dermaßen sanktioniert, dass wenn zum Beispiel eine Frau in ein türkisches Krankenhaus ging und zum Beispiel ein Kind bekam und in den Geburtswehen Kurdisch sprach, dann hat der Arzt zu ihr gesagt, hat sie rausgeschmissen und gesagt, komm wieder, wenn du Türkisch sprechen kannst. Aber das sind nicht nur Einzelsituationen gewesen. Die Verwendung der kurdischen Sprache wurde sanktioniert. Mit Gefängnis, mit Verhaftung, mit Folter, mit allem Möglichen. Und erst 1992 wurde dieses Verbot, also die Sanktionierung der Verwendung der kurdischen Sprache im öffentlichen Raum aufgehoben. Und es war möglich, Kurdisch zu sprechen. Es war auch möglich, dass kurdische Medien sich gründen. Allerdings für die Verschriftlichung der Sprache benötigte es 3 Buchstaben, Q, X und W. Und die waren weiterhin verboten und wurden erst im März 2013 erlaubt. Das ist ja schon absurd, wenn es nicht so traurig wäre. Das ist sehr grotesk. Stirbt man denn für die Sprache? Ob man für sie stirbt? Ja. Naja, mit Sprache lebt man, liebt man und stirbt man. Also Sie müssen sich vorstellen, diese Sprache wurde, die Verwendung dieser Sprache wurde sanktioniert und trotzdem haben die Leute ihre Sprache gesprochen. Das heißt also, Sprache ist ein so elementarer Teil des Menschen. Also Sprache ist Kultur, Sprache ist Identität. Und trotz dieser Sanktionen haben die Kurden in den verschiedenen Ländern, in denen sie leben, im Iran übrigens ist das auch eine sanktionierte Sprache. 10% der Iraner sind Kurden beispielsweise. In Syrien der gleiche Fall. Haben die Leute nicht aufgehört, ihre Sprache zu verwenden. Und sie haben auch darauf bestanden. Und sie haben trotz der Sanktionierung Literatur geschaffen, Theater geschaffen, Lyrik geschaffen. 1000 Jahre alte Epen, Stücke, Märchensagen haben überlebt, obwohl Menschen dafür ins Gefängnis gekommen sind. Das heißt, ja, sie sind auch für die Verwendung dieser Sprache gestorben, aber nicht, weil sie Helden sind, sondern weil es zum Menschsein auch so dazugehört, zu sprechen, die Sprache, die man möchte. Sie haben natürlich auch Türkisch gelernt und natürlich ist durch das Verbot, Sie können ja nicht Kurdisch studieren in der Türkei. Es gibt 1, 2 Kurdologie-Institute, weil Lehrer ausgebildet worden sind, die Kurdisch lernen und lehren sollten, weil das auch Teil der Friedensverhandlungen war, für das die PKK übrigens auch mit Waffen gekämpft hat, nämlich dass kurdische Kinder in der Türkei kurdischsprachigen Unterricht bekommen können, so wie übrigens es möglich ist in der Türkei, zum Beispiel auf eine deutsche Schule zu gehen oder auf eine französische Schule und Schüler auf Französisch, Mathe, Geografie und so weiter lernen können, haben die Kurden gesagt, wir wollen dieses Recht auch. Und es wurde ihnen verwehrt. Lernen Sie Kurdisch. Ohne viel Zeitaufwand mit Ihrem Smartphone. Link zum Download der App: www.fairbon.de